Guten Abend miteinander. Zurück zu WoW Classic im Hardcore-Modus. Wie wir auf dem Startscreen sehen, der Server ist wieder da nach 24 Stunden lang Downtime. Gut, ist auch schon wieder ein Tag zurück. Aber alles ist parat. Gestern schon mal kurz drinnen gewesen. Und wie wir sehen, wir sind unterdessen auf Level 20 angekommen. Also alles parat zum Einsteigen und weiter leveln. Das Ziel wäre heute eigentlich in Dungeon hineinzugehen. In Todesminen waren wir noch nie gewesen. Vielleicht vor 15 Jahren waren wir dort sicher mal gewesen, aber jetzt, seit wir neu angefangen haben, definitiv nicht mehr. Genau für das haben wir uns aufgelevelt auf Level 20. Wenn es auf 21 geht, ist sicher niemand böse. Aber ich würde mal sagen, jetzt haben wir das Minimum erreicht und können dann loslegen. Für das würden wir mal warten, bis sich jemand aus dem Clan meldet, für in die Todesmine zu gehen. Eigentlich haben wir abgemacht, dass wir das zusammen machen. Das erste Mal schauen, ob das heute passiert. Und bis dorthin und bis das passiert, würde ich sagen, tun wir einfach weiter questen und leveln. Und das würden wir als erstes wo würden wir das machen? Im Rollkammgebirge. Dort haben wir so ziemlich alle Quests noch, wie wir sehen. Und es ist sicher ein optimaler Standort, um weiterzufahren. Das müssen wir zuerst mal dorthin fliegen. Das wird dort im Moment gehen, macht aber nichts. Wir haben heute auch ein bisschen Zeit, um ein bisschen Gas zu geben. Und eben, wie gesagt, ein bisschen zu leveln. Wir sehen auch, das Inventar ist ein bisschen aufgeräumt. Das habe ich gestern auch gemacht, mit dem Hintergedanken, dass es vielleicht gerade losgeht mit dem Dungeon. Dort wollte ich keine Zeit verlieren, um irgendwo noch gross Items auf die Bank zu tun. Also das haben wir gemacht. Gleichzeitig haben wir alle Skills aufgetan, die wir können. Wir haben unseren Eber noch ein bisschen weiter trainiert. Das sollten wir eigentlich sehen. Wo sehen wir das? Jetzt gerade noch nicht. Aber vielleicht können wir gleich reinschauen. Ja, können reinschauen. Gleich schade. Nein, wir können gleich nicht schauen, was der Eber genau hat. Weil das sind die Sachen, die ich noch zusätzlich könnte ihm antrainieren. Nein, das sind, glaube ich, alle Sachen, die wir haben. Und am Eber habe ich eben gewisse Sachen gegeben. Genau. Ja. Gut, schauen wir näher rein. Nachher. Was haben wir noch? Wir haben Schüsse, immer noch die schlechten, die leichten Geschosse. Aber das macht auch nichts. Ich denke, besser gibt es auch noch nicht für mich. Keine Ahnung. Nachher gibt es eigentlich nicht viel mehr zu sagen, was passiert ist. Ein paar Fähigkeiten haben wir uns noch geholt. Bis und mit Level 20. Wo sehen wir das? Ja. Neue Aspekt haben wir gefunden. Mit dem Gepard-Aspekt. Da können wir jetzt ein bisschen schneller laufen. Das ist mega gäbig. Vor allem Dingen, wenn du von A nach B willst. Es ist ein bisschen gefährlich, weil wenn das im Kampf angelassen ist, dann kann es tatsächlich passieren, dass, wenn du angegriffen wirst, dass du einen Stun von 4 Sekunden bekommst. Und das kann so ziemlich schief gehen, wenn du vergisst, das Ding abzuschalten und plötzlich kommen mehrere Gegner auf dich los, dann ist es dann vielleicht vorbei. Darum würde ich zur Sicherheit, ich weiß gar nicht, ob ich das im Flug machen kann, das aber sicher mal ändern auf einen anderen Aspekt. Ich würde sagen, wir nehmen den Falken, dann haben wir mehr Distanzangriff.
Gerade mit dem Eber, der jetzt ein bisschen besser sollte können tanken, müsste das eigentlich nicht schlecht kommen. Gut, nachher. Was ist noch passiert? Nein, Flug unterbrechen wollen wir nicht. Ein paar Fallen haben wir, die habe ich noch nicht ausprobiert. Keine Ahnung, wie sie funktionieren und wie gut das sie sind. Das werden wir herausfinden. Und was ich auch noch habe, ist der Skill Rückzug. Auch hier noch nicht ausprobiert, erst schnell gestern am Abend geholt. Es klingt zumindest mal vielversprechend, dass das vielleicht ein Ausweg könnte sein, wenn man nah am Tod ist, um irgendeinen Gegner loswerden will. Könnte sein. Testen wir sicher aus. Und finden wir auf jeden Fall raus heute im Verlauf vom heutigen Abend. Schauen wir uns vielleicht schon mal Quests an, wo und welche das wir machen wollen. Straße nach Dunkelheim, okay, dann müssen wir Essen bringen, das ist okay. Das braucht Haufen Zeugs, das können wir heute jetzt gerade nicht machen. Okay, tauchen wollen wir noch gerade nicht. Da, das könnte etwas sein. Tötet 10 Bastarde, der Rotkamm-Gnolle und 6 Wilderer der Rotkamm-Gnolle und melde euch anschließend wieder bei Deputy in Seenhain. Gut, wo sind denn die? Südliche Rotkammgebirge nach Gnollenau, es bedrängt sie, tötet so viele. Okay, südliches Rotkammgebirge. Schauen wir an, die finden wir auf jeden Fall, die finden wir hoffentlich. Die finden wir hoffentlich. Gut, da sind wir. Da ist Seenhain. Wenn der sagt südliches Rotkammgebirge, würden wir dann mal in den Süden gehen. Okay, oder? Wo war es jetzt? Da. Lassen wir uns treiben, da ist er. Wunderbar. Wer ist das? Hat es da noch irgendetwas für mich? Eine Quest, wunderbar, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Der Blackrock-Clan muss vernichtet werden, der Feind ist in unser Land eingedrungen. Diese Berge unterliegen der Oberhoheit des Königs von Stormwind. Aus bestimmten Quellen haben wir erfahren können, dass die Anführer jeder Einheit im Clan Helden genannt werden. Wir finden sie in ihrem Lager im Norden, ein kleines Stück westlich von der Straße, die in die brennende Steppe führt. Okay? Magistrat Solomon möchte diese garstigen Bestien tot sehen. Er schlagt 15 Helden der Blackrock und kehrt zu mir zurück. Was hat die für eine Farbe? Okay. Rot. Rot nicht gut. Definitiv nicht für uns im Moment. Wo sind denn die? Wo hat er gesagt, sind die? Lager im Norden, kleinste westlich der Straße, die in die brennende Steppe führt. Okay. Okay, auch irgendwo hier. Ja. Jetzt würde ich sagen, gehen wir zuerst mal in den Süden. Testen wir gerade mal den Eber aus. Der hat ja jetzt Knurren. Wir sehen, ob das funktioniert. Da haben wir gute Erfahrungspunkte, das ist immer gut.
Okay, das Knurren funktioniert relativ gut, weil normalerweise sind die angegriffenen Gegner dann gerade auf mich losgegangen. Das scheint jetzt nicht mehr der Fall zu sein, was ein ziemlicher Fortschritt ist zu vorher. Oh. Jetzt haben wir einen Drachen, den noch nie gesehen. Bruder, es gibt gute Erfahrungspunkte, da sagen wir nicht nein. Okay. Mhm. Nicht schlecht drüber. Dort noch Spinnen, wo ist sie? Ah, da. Wie wir sehen, bin ich jetzt auch in einer Schweizer Gilde. Auch das ist natürlich cool. Sind das die ich brauche? Knollen. Wilderer. Ja, perfekt. Where the fuck ist der Zeppelin? Okay. Mhm. Ich will auch einfach ein bisschen schneller die Kills holen. Okay. Keine Ahnung, wieso er jetzt das macht. Ich meine, der hat auch schon Level 19. Aber was ist er? Ich glaube ein Magier, oder? Ach, aus dem Grund, wer weiß. Die Frage ist, wo finden wir jetzt noch mehr von diesen Knollen? Das sind sie. Wunderbar. Let's go. Perfekt. Der Eber ist natürlich jetzt schon noch recht cool. Also. Bringt ein bisschen mehr als vorher. Okay, let's go. Dumm von mir, aber auch so biet. Überlebt. Eber hat überlebt. Ja. Gut, es waren jetzt auch nicht wirklich starke Gegner gewesen, muss man Fairness halber auch sagen. Aber wir sehen, der Eber hat einiges mehr drauf als vorher.
Macht ein bisschen mehr Spaß. Next. Was brauchen wir da noch? Wilderer. Bastarde. Ja, brauchen wir einiges. Haben wir schon mal 6. Wunderbar. Ah, da ist noch einer. Kommt gut, kommt gut. Wo will er? Ah, da. Hauer brauche ich irgendwie noch nicht. Aber ist auch egal. Alles, was Erfahrung gibt, nehmen wir. Wie viel gibt er? Ja, gibt 80. 80. 80 ist okay. Was brauche ich eigentlich wohl? Hauer. Jetzt dann nochmal von denen. Ja, da oben. Gut. Recht cool. Ups. Upsi. Was mit Milch? Hat das wirklich nur Milch drin? Auch schon. Brauche ich das? Mana? Nö. Mana brauche ich nicht. Komm. Zappelin da. Was willst du denn? Recht easy. Rüstung hält sauber, benötigt Stufe 7. Brauche ich nicht wirklich. Beim Würfeln bin ich immer mega schlecht. Jedes Mal bekommt es irgendein anderer. Wo steht? Wilderer. Brauchen wir noch Wilderer? Ja, du musst nicht angreifen. Next. Stelle ich unseren Kollegen nicht mehr spielen. Doch. Hm? Ich spiele da irgendwo auf einem anderen Server. Könnte ja sein.
Okay. Was hat er denn markiert? Egal. Was hat er genau? Oder? Okay. Der Antelhauer. Wir brauchen noch Bastarden. Bastard. Kann ich Bastarden? Und da. Okay. Schon noch nice. Wohl haben wir jetzt da mega viel. Und ich nicht weiss für was. Ah, voilà. Cool. Thank you. Das war nett. Das war nett. Die Gruppe ist aufgelöst, ah ja. No. Zackig unterwegs, der Anger. Das andere ist, kann ich sonst noch irgendetwas machen? Tauchen kann ich nicht wirklich. Gehen wir zuerst mal die zurückgeben. Hat sicher noch eine Folgequest auf die, aber. Denke ich. Senheim muss ich zurück. Ist gut. Und da so. Ah ja, stimmt. Da kommt ja wieder Kommunikationsquest. Wähle ein Thema, zum Beispiel, warum ich Hardcore spiele, mein Ziel heute, meine Energie heute. Sprich 60 Sekunden, es geht darum zu sprechen, nicht perfekt zu klingen. Wow. Alright, warum spiele ich WoW Hardcore? Ich glaube, das ist gar nicht so eine verkehrte Frage. Vor allen Dingen spiele ich WoW Hardcore mit so ziemlich No-Plan. Bin schon zweimal gestorben, so by the way. Das war aber mit Level 10 circa. 9 oder 10. Und dann war es noch nicht so tragisch, nochmal anzufangen. Seither läuft es ein bisschen besser, bin vorsichtiger geworden und bin dann auch nicht mehr so schnell gestorben. Wie man sieht, ich war ja nicht schon 20. Jetzt ist es so, WoW Hardcore hat natürlich schon seinen Reiz. Es hat seinen Reiz in dem, weil es halt einfach ein Leben hat. Es ist ziemlich einmalig und durch die Herausforderung ziemlich krass erhöht. Und mit dieser Herausforderung macht es halt einfach auch viel mehr Spass, das Ganze nochmal zu spielen nach 15 Jahren. Gerade eben, wie gesagt, wenn man es nicht mehr so genau weiss, oder nicht mehr so genau ist übertrieben, eigentlich gar keinen Plan hat. Und darum ist die Wahl auf Hardcore gefallen.
Der andere Plan hätte auch noch können sein, anstatt Hardcore bzw. Classic natürlich Retail zu spielen. Das habe ich auch kurz gemacht zum Ausprobieren, ist schon auch cool gewesen. Hat definitiv seinen Reiz, aber als ich nachher gesehen habe, wie da das grosse Projekt, das aktuell läuft im Deutschen, wie die am Hardcore spielen sind, habe ich gefunden, ja, das ist schon einiges cooler, als jetzt einfach mit Retail anzufangen. Und ja, genau aus diesem Grund sind wir jetzt auch hier. Angefangen bietet sich auch sehr gut an, um das Ganze ein bisschen zu streamen. Wie gesagt, ab und zu ein paar Quests zu machen, in-game, aber eben auch streamtechnische Quests, um sagen wir mal, Spielen und Reden ein bisschen zu vermischen und zu kombinieren und besser zu werden. Das ist der Plan. Irgendwann werden wir definitiv vielleicht auch auf Hochdeutsch wechseln, irgendwann werden wir auf Englisch wechseln. Im Moment ist Berndeutsch okay. Ich glaube, das ist fein. Und wir sehen auch im Hintergrund, man sieht, dort steht auch noch ein Simrig. Und das wäre ja wie auch so der nächste Schritt. Also dort möchte ich auch gerne können aufnehmen, können streamen. Und vor allen Dingen ein paar iRacing-Rennen, Stream- und LMU-Rennen zu machen. Und das eben sowohl als Stream als auch als Video. Und das ist so ein bisschen der Plan mit dem ganzen Setup und warum es mehr im Moment gibt auf YouTube und auf Twitch. Wie wir merken, ist es nicht wirklich das Ziel, im Moment zu wachsen. Absolut nicht. Es geht tatsächlich mehr um klar Fun zu haben, aber wirklich einfach zu trainieren. Und das passt wunderbar mit 0 bis 10 Zuschauern. Das macht gar nichts. Und darum fahren wir mal so weiter, ohne jetzt da grosse Ambitionen zu haben, zum grössten YouTuber von der Dachregion zu werden. Definitiv nicht der Anspruch. So, das waren die 60 Sekunden gewesen. Darum WoW Hardcore. Wir sehen, ich bin da gerade bei einem weiteren Questgeber. Wieder BlackRock Clan Orks. Jetzt wissen wir endlich, wer BlackRock Clan ist. Wahrscheinlich ist der auch wieder zu stark für mich. Wir schauen schnell, was der genau uns sagt. Die Orks des BlackRock-Clans haben die Brennensteppen verlassen und Burg Steinwacht im Norden besetzt. Oha. Von dort aus ziehen sie marodierend durch das Gebiet nördlich von Seenhain, sodass dessen Bewohner sich nicht mehr aus der Stadt wagen und dort eingesperrt sind wie Vieh in einem zu engen Pferch. Helft uns, diese Bedrohung von Seenhain zu nehmen. Tötet diese Orks, der BlackRock und der BlackRock bringt mir 10 ihrer kampferprobten Äxte zum Beweis. Okay. Oh, da sagt uns noch, sowohl im Norden sind sie, als auch südöstliche Ecke des Rotkammgebirges. Okay. Ist das auch rot? Nein, wenigstens das ist nicht rot, das ist gelb. Da bin ich froh, ist das gelb. Weil das bedeutet, das könnten wir allenfalls machen. Und südöstlich ist gar kein verkehrter Plan. Also, was der da Quest abgeben, ist immer gut. Dankeschön. Oh, da geht 2 neue. Bauchschuppen von Großdrachenwelpen. Die bringen wir ihm doch. Die bringen wir ihm aus. Und die zweite. Genau, Mystiker. Nördlich von meinem Stall herum. Ja. Wir sind doch in Norden und nicht in Süden. Ja, scheint so. Ist das was? Also sicher nehmen wir mal den. Bälderknolle, den nehmen wir. Bauchschuppen wäre im Süden. Gut.
Hey, jede Menge Quests hier. Murlocs. Oh, die habe ich nicht gern. Große Gruppen der Fischwesen werfen entlang der Ufer immer sie Anker und fischen, was das Zeug hält. Sie müssen verschwinden, ehe sie den ganzen See leer gefischt haben. Geht Murlocs jagen, bringt mir 8 ihrer Flossen. Ein bisschen brutal. Aber so biet. Und dann bekommt er aber ziemlich eine nette Angelrute. Was aber das Gewehr ist. Ah. Murloc wieder. Okay. Okay. Nachher. Oh ja. Das sollten wir nicht vergessen. Hier. Nein, wo ist der Wirt? Gastwirt hier. Ja, das soll der Heimatort sein. Yes. Nachher schauen wir, ob wir etwas kochen können. Ich glaube ja, bin aber nicht sicher. Was doch denkt. Immer gut essen. Fleisch, okay. Muschelfleisch, habe ich Käse. Milde Gewürze. Hören wir doch auf. Okay. Nachher schauen wir rasch, ob etwas muss loswerden muss. Ob das ja. Der Wohlstoff wird ja loswerden. Das Öl auch. Schnauze auch. Brauche ich nicht. Das Palti, wo ich vielleicht etwas kann. Wo ich vielleicht etwas kann kochen kann. Wenn wir Gewürze kaufen. Jetzt ist die Frage. Süden oder Norden? Ich schlage vor, dass wir zuerst die Drachen töten. Die haben wir ja vorhin gesehen. Kann ich da durch? Auch nicht. Gehen wir die Drachen töten. Und dann gehen wir in den Norden schauen, wie stark die Orks sind. Aber wahrscheinlich ein bisschen stärker, als wir erhoffen. Aber das sehen wir dann nachher. Levelmässig sieht es recht gut aus. Wir nähern uns ziemlich schnell am Level 21. Also im Moment geht es ziemlich schnell, im Level noch aufzusteigen. Betonung auf noch. Ich glaube nicht, dass wir dass ich das noch lange sagen kann. Aber ja, will es sein. An den Rückzug kann ich noch ausprobieren. Das muss ich näher sein. Das kann ich probieren jetzt das mal. Zack. Ich fühle, dass es nicht braucht. Dass nicht gerade der Haufen braucht. Komisch. Der Rückzug ist irgendwie scheiße. Es hat doch jemand gesagt, man springt so zurück. Aber es scheint nicht so zu sein. Gut, Drachenjagd ist. Geht los. Das ist gar kein Drache, ja bravo. Ja, von weit weg hat er so ausgesehen, als wäre es einer. Er gibt Gas.
Da ist aber einer. Gut. Ziemlich dramatischer Tod von diesen Drachen. Ja. Ich habe aber guten Loot. Äh, 18. Vielleicht optimal. 18 ist optimal. 2 Leben drüber als der Gegner. Geht genug Erfahrungspunkte, weil man noch nicht zu krass drüber ist. Wird nicht zu einer riesen Gefahr in diesem Moment. Also das ist optimal. Gutes Gebiet habe ich mir da gesucht. Oh. Und schon haben wir Level. Schon haben wir Level 21. Nice. Und der Eber tankt wunderbar. Das wäre nice. Jetzt hat es wahrscheinlich hier Haufen Leute, die eben auch die Drachen suchen. Das sieht zumindest fast so aus. Dort hat es aber noch andere Drachen. Gut. Gehen wir mal dort rüber. Jetzt der Drache Tarantel angegriffen oder der Eber? Schwierig zu sagen. Ja, easy. Ist da noch mehr? Schade. Schade war's. Steht da in Depot rumzirkeln. Nehmen wir noch ein bisschen Loot mit, beziehungsweise Erfahrungspunkte. Schade nicht. Was habe ich denn da? Ist auch neu. Habe ich noch gar nicht gebraucht. Erkläre für 5 Minuten laut, was du machst, warum du es machst und wohin du willst. Jo, der Plan für heute. Wären wir zurück beim Plan. Vielleicht fangen wir gerade beim Plan B an, wo heute noch passieren könnte. Das wäre der Dungeon Todesmine. Wir haben jetzt ein Level 21. Ich habe das Gefühl, mit 21 kann man dort mit einem guten Team reingehen. Ich habe mir aber jetzt noch keine Gruppe gesucht, weil die Frage ist, ob allenfalls mein Clan würde in die Todesmine gehen wollen, beziehungsweise der ist eben auch im Clan, der Ronus, ob er möchte gehen. Das haben wir zumindest vor 2 Tagen mal so gesagt, das wäre noch so etwas.
Aber let's see, ob das mit ihm heute stand kommt. Und eventuell bei Lust und Laune würden wir uns einfach eine Gruppe suchen, wo wir uns anschließen können als Damage-Dealer. Und ja, würde ich dann zuerst mal den Dungeon machen. Ist aber, wie gesagt, eher ein Plan B, also kein Muss für heute. Weil heute ist wirklich ist wirklich der Plan, das Übliche, leveln, Erfahrungspunkte sammeln und selbstverständlich Quests zu erledigen. Das ist so wie immer unser Hauptziel. Das haben wir uns jetzt heute entschieden zu machen in, wie heisst das, im Rokan-Gebirge. Ist es so ein bisschen auf der Hand, haben wir das Rotkammgebirge gewählt. Weil das wie so der nächste Schritt ist für uns. Wir haben grosse Hupen, ja bravo. Wir haben kann ich jetzt wollen sagen. Kopfer geholt. Kann ich jetzt wollen sagen. Ah ja, warum müssen wir hier leveln? Wir haben uns hier dafür entschieden, weil das wieder der nächste Schritt ist. Wir haben nämlich so ziemlich alle Quests erledigt im Loch Modan. Ja, vielleicht wieder auf der Karte schnell schauen. Da ist nicht hier. Da war da oben. Wo ist der Loch Modan? Da. Da haben wir so ziemlich alle Quests erledigt. Vielleicht hat es noch eins noch zum Abgeben, aber nicht wirklich relevant, nicht wirklich gut, um dort weiter zu leveln. Nachher haben wir so Haufen Quests gemacht von Westphal. Dort ist der Hintergedanke. Wo ist jetzt mein Eber? Der Messer geben. Dort war der Hintergedanke einfacher. Es ist nämlich Menschengebiet und ich bin ja Zwerg. Liegt also nicht auf der Hand, geht man dort her. Der Hintergedanke war simpel als Vorbereitung für einen Dungeon, beziehungsweise um alle Quests zu haben für den Dungeon, hat man dort fast müssen questen. Und darum. Uiuiui, hat es denn viel? Ich glaube, die Greifung scheint nicht an. Und darum bin ich ziemlich früh mal dort hergegangen. Was habe ich dort gemacht? Zuerst der Linkteil von Loch Modan, der nachher rechts zu stark war. Oh, hallo. Habe ich mich dann für Westphal entschieden. Und bin nachher zurück zum Loch Modan, habe die rechte Seite gemacht, weil ich dann genug stark war. Und bin jetzt hier gelandet im Rotkamm, um unsere nächste Quest zu machen. Und wie wir hier auch sehen, wir machen richtig gut Erfahrungspunkte. Also der Gegner hier ist recht nice, dass wir hier relativ gut können kämpfen können. Oh, drin, das müssen wir uns holen. Ist das ein Elite-Gegner? Doch, oh shit. Das ist natürlich eine dumme Idee von mir. Let's see. Überheilen. Ein bisschen heilen. Das war eine dumme Idee von mir. Ich glaube, hier sind wir zu schwach. Ich habe nicht das Gefühl. So verlockend das Szene hier aussieht. Heilen. Das schaffen wir. Komm Eber, du überlebst. Crazy.
Gut, dann hast du dir etwas zu essen verdient nach dem Kampf. Da. Oi. Das ist ein bisschen zu krass hier. Ich glaube, da fühle ich mich jetzt gerade, zumindest alleine, definitiv nicht stark genug. Da wäre es zweit oder mehr definitiv besser. Aber gut, 10 haben wir uns geholt. Wo sind wir denn da? Das steht leider nicht. Kann ich gleich schnell reingüchseln? Und das machen wir schnell. Ja. Steinwacht. 22. Gut, Burg Steinwacht gefunden. Hier wollen wir nicht sein. Nope. Das war noch okay gewesen, aber ein 22er kann ich jetzt definitiv nicht angreifen. Da hier hingegen kann ich. Gut, der dritte habe ich nicht gesehen. Jetzt sogar 4. Stark. Absäckle ist der Weg. Der Eber muss jetzt halt sterben, leider. Aber lieber stirbt der Eber als ich. So einfach ist es. So einfach ist es. Lebt er noch oder nicht? Ich glaube, er ist tot. Leichnam. Also, wiederbeleben. Ist natürlich sehr unzufrieden. Und müssen ihn sofort wieder füttern, damit er auch wieder kämpfen kann. Ja, aber nice, Burgsteinwach gefunden. Jetzt müssen wir noch ein bisschen mehr Futter geben, weil das er Treue verliert, wenn wir nicht. Oh nein. Das ist blöd. Schon wieder voll. Jetzt kommt das mal weg. Schauen wir mal. Was habe ich gesagt? Essen. Yep. Kleine Klauen nehmen wir halt nicht mit. Schade. Ja, die Murlocs brauchen wir ja noch, stimmt. Jetzt hier ein bisschen weniger. Versuchen wir es nochmal. Das Problem bei den Murlocs, sie waren ja nicht mega stark. 18 wäre okay, mit Level 26, 21. Aber die tauchen hier immer so in den Gruppen auf. Ups, da ist noch einer. Beziehungsweise nicht nur hier, sondern generell sind die oft in der Gruppe anzufinden. Und das nervt. Und plötzlich hast du, wie vorhin, wie wir es gesehen haben, siehst du nur 2, dann hast du plötzlich 3, plötzlich 4 angelockt. Und so schnell kann es gehen, wenn du dann nicht früh genug reagierst und die 4 auf dich losgehen, dann ist es vorbei. Dann ist es definitiv vorbei. Dann hat es dich nämlich und du stirbst. Und dann fährst du wieder von vorne. Das wollen wir hoffen jetzt mal, das wollen wir nicht. Also hoffen, das können wir mal vermeiden, so muss ich sagen. Weil jetzt da sterben wäre
Wäre recht ein Mist. Ein rechter Mist wäre das. Ja. Gut. Jetzt brauchen wir noch. Wir brauchen noch mehr von den Bauchschuppen. Okay. Ich brauche aber definitiv auch noch mehr von den Murlocs. Hier auch richtig wäre. Aber wir haben nicht wirklich Stress, muss ich sagen. Ich meine, wir müssen nicht durchrushen durch die Quests. Wir können uns Zeit nehmen. Solange wir laufend irgendein Viech töten, ist das völlig okay. Dann können wir auch eine Stunde uns einfach mal hier befinden, ein bisschen schnurren, ein bisschen EP verdienen. Hin und her säckeln, um die Quests abzugeben. Ich meine, das ist absolut okay. Ich glaube auch okay und richtig für Hardcore. Das Schöne ist mit dem Eber, ich habe ihm, das habe ich gestern schnell gemacht, ihm das Knurren gelernt. Knurren lang drüber. Und wie wir sehen, Knurren führt dazu, dass er fokussiert wird von den Gegnern. Also nicht immer, wir haben es vorhin gesehen, es ist nicht immer so, dass sie ihn fokussieren, aber meistens. Und das ist natürlich unheimlich stark. Jetzt als zum Questen, gerade wenn man alleine unterwegs ist, so wie ich jetzt gerade. Da kannst du einfach dein Pad vorausschicken. Schießt von weit weg mit dem Gewehr drauf. Und kommst nicht wirklich in Gefahr. Solange nicht irgendwo in eine Höhle gehst, wo plötzlich 20 Gegner anlockst, kann hier nicht sehr viel passieren. Ja. Das ist natürlich schon recht cool jetzt. Bin ich ziemlich froh, habe ich das gestern gemacht. Vorher hatte ich immer nur den Sturmangriff. Der war cool, aber der Sturmangriff, das Problem von dem ist, dass er einen kurzen Stun gibt auf den Gegner. Und er verliert aber der Gegner den Fokus, sobald du den Gegner angreifst. Und das ist genau das Problem, wenn... gut, danke. Wo hat es den Murloc geflossen? Die wollen nicht spawnen. Aber gut. Aber eben, das macht jetzt der Eber natürlich schon unheimlich stark mit dem Einzugänger-Level hier. Wir nicht. Ich würde sagen, wir gehen schnell eine Quest abgeben. Wir gehen eine Quest abgeben. Bellende Gnolle, wo hat er gesagt, sind die? Im Norden oder nicht? Nördlich. Hügelkamm nördlich von meinem Stall. Ja, der greift da sofort an.
Gut. Ab zum Seenhain. Sehr schön. Jetzt wäre so ein Moment. Ah nein, noch nicht, aber fast. Aber jetzt können wir da den Gepard-Aspekt brauchen. Jetzt mit, ja, genau. Gibt es dann? Mal schießen, kannst du gleich schießen, wenn du gestunt bist. Testen wir dann gerade nochmal einmal. Mhm. Ah, dort muss ich es abgeben. Machen wir gerade. Lob. Nein, falsches gewählt. Ist der da gewesen? Ja. Der wäre nicht schlecht. Und das. Intelligenz brauche ich nicht. Das ist besser. Was sind jetzt da die Schuhe? Hier. Ja. Oh, schade. Jetzt sind die Sandalen vor. Die haben noch cool ausgesehen. Ja. Okay. Bärenfleisch haben wir nicht. Muscheln haben wir nicht. Haben wir nicht. Milde Gewürze könnten wir uns kaufen. Milde Gewürze. 4 milde Gewürze. 4, 5, 6. Gut. So, Biet. Was Pfeilmacher. Milde Gewürze. Natürlich nicht. Tut's. Da, milde Gewürze. So, 1. Oh shit. Da kauft man gerade 5. Was hat das gekostet? Naja, Jesus Gott. Jesus Gott, ja nix. Cool ist, jetzt können wir uns nämlich mehr Essen machen. Da sieht alle erstellen. Ah, Inventar ist voll. Und wir haben eine neue Quest bekommen für Kommunikation. Haben gar nicht gesehen. Heikle Situation. Die heikle Situation haben wir vorhin gerade gesehen mit diesen Wasserviechern. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Ich bin auf die Wasserviecher los für eine Quest. Und das ist einfach gar kein Problem gewesen.
Weil die haben Level 18, ja Level 21. Hat er eben darauf losgeschickt gehabt und habe nachher nicht gesehen, dass dort noch 2 weitere sind. Und dann waren wir umzingelt von 4 von denen. Murlocs heissen sie, by the way. Und plötzlich sind 4 Murlocs auf mich los. Wir haben einen Murloc so halb abgebracht von der Energie. Aber der Eber war schon fast tot. Einen kurzen Moment überlegt, muss ich den Eber heilen. Aber da war ziemlich klar, da musst du nicht mal versuchen, sondern die Beine in die Hände und absäckeln. Das war der Plan. Und halt den Eber sterben. Weil gescheiter stirbt der Eber, den kannst du wiederbeleben mit der Fähigkeit, die ich habe, anstatt du stirbst. Gerade im Hardcore extrem. Da will nicht mal etwas kaufen. Passiert einfach extrem schnell mal. Man unterschätzt die Gegner. Man pullt plötzlich mehr als 1 oder 2 Gegner. Und schon hat es die. Das ist natürlich schon ein kleiner Seich. Das zu der heiklen Spielsituation. Wieso will jetzt keiner von meinen Händlern milde Gewürze kaufen? Gut, schade war's. Behalten wir die halt im Inventar. Kräutergebackenes Ei. Wow. Geben wir einem Eber. Der Eber kann ja auch ein bisschen Leberli haben. Oh, genau, Speichel weg. Das ist Essen. Murloc-Schuppen. Nö, weg. Kupfererz, gut. Weg. Gut, jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Platz. Habe ich da oben noch etwas? Mit Pause, vielleicht kann ich mal da die Pilze essen. Ich habe die auch wieder Platz frei. Oder ein Topf. Ich meine, es spielt irgendwie nicht so eine Rolle, was man isst. Okay. Gut. Schön. Gut. Haben wir nichts gehabt, oder? Alright. Dann schauen wir, ob wir noch die Rüstung flicken müssen. Und jetzt da mein Gewürz kaufen. Bergbau. Da kann ich flicken, ja, ist auch nötig. Dankeschön. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Nicht so viel. Ich brauche das Geld halt auch immer mega häufig. Gerade für die Talente zu kaufen beim Trainer. Das ist schon ein bisschen teuer. Danke. Du brauchst halt immer wieder. Du brauchst halt immer mal wieder dein Geld. Ich bin in 5 Minuten wieder da. Schnell etwas zu trinken holen und umsäcken. Sagen bis dahin. Laufen wir gescheiter das Mühe noch da zurück. Stellen uns hier her und ich bin gerade wieder da. So, bis gerade.
Da sind wir wieder zurück in Azeroth. Oh, der Eber hat schon wieder Hunger. Geben wir dem gerade etwas. Und apropos Hunger, haben wir auch schnell müssen ein kleines Küchlein holen. Als Zwischenstärkung für unsere Quest. No. Gut. Und ich würde sagen, zurück zu den Murlocs. Zurück zu den Murlocs. Warum das? Warte mal schnell. Wilderer Murloc Flossen. 8. Aber habe ich vorhin gar keinen bekommen. Hey. Upsi. Also wir wollen Sonnenfische, Murloc-Flossen. Sonnenfisch habe ich von Murloc schon bekommen. Aus irgendeinem Grund Murloc-Flossen noch nicht. Farmen sind wir da wieder alles weg. Wir gehen noch mal eins weiter, das hat es doch auch noch gehabt. Oder nicht? Täusche ich mich. Mal da. Das ist doch mühsam mit den Murlocs. Das sind ganz mühsame Quests. Nö. No. Schauen, da haben wir jetzt das Kit, das ich brauche. Gefährlich hier. Nein. Mann. Oh Mann.
Das war dumm. Das war richtig dumm gewesen. So schnell geht's. Genau das habe ich vorhin gemeint mit risikoreichen Situationen. Eieiei. Greifst ein paar Murlocs an, findest, hey, das ist ein cooler Skill. Und er hat es dich dann. Eieiei. Es ist schon wieder zu knapp geworden. Hier kann ich wieder nicht leveln, weil einfach alles belagert wird. Du kannst nicht mal die Huren Muschel im Kampf auftun, das gibt's doch nicht. Upsi. Also, das ist gut. Das brauchen wir nicht. Nein. Irgendwie das, was wir brauchen, will da nicht bei diesen Murlocs kommen. Sie müssen sich immer noch heilen. Das ist so mühsam. Welchen heilen denn den? Oh, der gewesen. Erkläre für 5 Minuten laut, was du machst, warum du es machst, wohin du willst. Machen wir doch gerade noch mal einmal. Machen wir gerade noch mal einmal für alle die frisch dazu sind gekommen, was der heutige Plan ist. Wir haben einen Plan A und einen Plan B. Ich fange gerade beim Plan B an. Und zwar ist der Plan B Todesminen-Dungeon. Das gibt's doch einfach nicht. Machen wir gerade weiter. Todesminen-Dungeon, wollte ich sagen. Danke. Danke, Sepp. Heiland, Donner, du. Gut, alt Sepp, ist aber ein netter. Also, das wollte ich sagen. Plan B ist der Dungeon. Der Plan findet eigentlich nur statt, falls sich A, mein ein Kollege meldet, der Ronus, um den Dungeon zu machen. Und die andere Alternative wäre,
sich eine Gruppe zu suchen, wenn Lust und Laune da ist, um Todesmine zu machen. Ich meine, es wäre schon auch noch funny, weil ich es einfach noch nie gemacht habe. Erst recht nicht in Hardcore. Vor 15 Jahren habe ich es sicher mal gemacht, aber ich kann mich sicher auch nicht mehr wirklich besinnen. Also von dem her, das wäre sicher cool. Und der Dungeon wäre definitiv ein bisschen ein Highlight. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen der Plan B aus den genannten Gründen. Der Plan A hingegen war ein simpler. Wir sind hier ins Rockhamgebirge gereist, bzw. geflogen. Und haben uns zum Ziel, wieso kann ich da nicht raufkumpen, haben uns zum Ziel gesetzt, hier zu leveln. Und Quest zu lösen. Wir haben einige Quests gehabt, beziehungsweise haben immer noch einige Quests. Wir sehen einen kleinen Auszug von 4 auf der rechten Seite. Hier sind die Monster, wie wir sehen, so ziemlich nahe an meinem Level. Manchmal drunter, wie die hier jetzt gerade. Und ein paar sind aber auch drüber. Vorhin haben wir ein paar Elite-Orks gesehen, zwischen 20 und 22. Also definitiv stark für mich. Vor allem alleine. Aber sonst ist im Allgemeinen das hier optimal, um uns Erfahrungspunkte zu verdienen. Und wie gesagt, ein paar Quests zu lösen und abzugeben. Und das ist so unser simpler Plan von heute. Questen, reden, leveln. Und Quest im Sinne von im Spiel selber, wie wir sehen, aber auch ein paar Kommunikationsquests, die immer wieder eingeblendet werden, beziehungsweise mir gegeben werden im Abschnitt von, ich glaube, 15 bis 25 Minuten. Ich bin nicht mehr ganz sicher, wie es eingestellt ist. Und das ist definitiv für heute eigentlich genügend. Ich meine, wir haben es vorhin gesehen, was heute knapp ist geworden mit den Murlocs. Da ist Reden und gleichzeitig Spielen wird ganz schlimm. Das ist gar nicht mehr möglich, weil man ziemlich Schiss bekommt. Jetzt habe ich endlich mal die Flossen. Man bekommt ziemlich Schiss, dass man da plötzlich stirbt. Ja. Da geht der Bau so gerade heute rauf, weil hier zu sterben mit Level 21, das wäre schon recht scheiße. Ja, es kann immer noch schlimmer werden, aber schon mit 21 wäre ziemlich scheiße. Weil es sind gleich auch schon ein paar Stunden jetzt draufgegangen, um überhaupt daher zu kommen. Von dem her, ich fände es nicht so cool. Aus irgendeiner Dummheit raus zu sterben. Weil hier sterben wäre wirklich aus Dummheit. Es ist nicht wirklich gefährlich. Man stirbt eigentlich wirklich nur, wenn man einen richtig doofen Fehler macht. Aber ja, es kann einmal hier. Das kann tatsächlich passieren. Aber ja. Hoffen wir mal, dass das nicht heute passiert. Aber das ist die Aufgabe da. Gut. Und da ist schon wieder voll, wie wir sehen. Bravo. Puh. Das Gefährliche hier ist ein bisschen, ja, genau das. Die spawnen ultra schnell. Ja, jetzt muss ich abhauen. Gescheiter ist abzuhauen, weil
Ja, gesagt, da kommen 4. Gut. 4 sind auf mich losgekommen. So schnell geht's. Was? Der Ebermann? Keine Eier. Pilz hat er aber gern. Ich muss dem mal einen Namen geben. Gut. Wieder etwas kochen. Kochen wir etwas sehr Feines aus dem Muschelfleisch. Ja? Das sollten wir können. Zu weit weg. Dort hat es laut, aber kommen wir nicht mal her. Schwierig. Okay. Jetzt brauche ich noch. In der Hälfte sind wir circa von diesen 2. Ah, gut, von diesen 2 Quests. Ein bisschen Schiss habe ich jetzt schon, dass da wieder plötzlich so viel spawnen. Wir wagen es. Das, was wir brauchen, schade. Wirklich schade. Was ist das da für einen? Barboseur. Ja, genau. Super. Dann kommt noch ein Drache auf uns los. Zack. Gut gelöst. Gut gelöst. Und jetzt Versuch 2. Wo war jetzt der? Doch jetzt noch gerade hier gewesen. Die säckeln immer so schnell das rum. Das ist das andere Problem. Die nicht gern. Mann, ist das doof. Kann ich ihn heilen? Das ist doch doof. Jetzt ist 2. Gescheiter abhauen, hä? Entschuldigung. Kann ich die sterben? So, nehmen wir mal die Pilze los. Zack. Schon wieder happy mit mir. Wenigstens das. Haben wir echt da dran? Gut, hoffentlich hat er das, was wir brauchen. 1.
Dankeschön. Ging noch nicht wirklich. Upsi. Upsi. Für sie ehrliche Gilde. Nicht so viel. Für sie offline. Schade. Schade, schade, schade. Eben hier. Ist nicht mehr da. Also gerade mit der Gilde oder Dungeons machen wird auch nichts. Aber ja. Das war der Vorteil an der grossen anderen deutschen Gilde, die ich vorher war. Es hat so viele Leute gehabt, dass eigentlich immer einer in deinem Gebiet war. Und dort haben sie laufend auch gefragt für Begleiter in Dungeon. Also, jedes Mal, wenn du rein bist, hast du nicht lange gewartet und hat einen schon gefragt. Das Problem dort war, mein Level war noch zu tief, ein bisschen schade. Weil jetzt wäre es eigentlich noch cool. Jetzt gerade einer würde fragen und einem würde anspringen. Aber ja. Dafür sind wir jetzt in einer Schweizer Gilde, was eigentlich cooler ist. Der Weber ist gerade das Level rauf, hä? Jo. Nice. Jetzt haben wir schon 8, was cool ist. Super, 9. Mache ich mit den Augen auch einfach kaufen. Mhm. Brauche ich eigentlich die Rollen? Bringen die einem irgendetwas außer der einmaligen temporären Buff? Hm. Hast sie verbraucht und das ist nicht so cool. Gut, vielleicht, wenn du eben gerade in einer Dungeon warst und etwas Cooles hast, why not? Also da die Fische haben wir wenigstens schon mal. Bin ich froh. Jetzt fehlen uns immer noch Murloc-Flossen und die wollen einfach nicht. Die wollen einfach nicht kommen. Denaris. Hm. Viel leerer. Dann auch. Gilde Denaris. Ich wollte jetzt wissen, wer Denaris ist. Oh, Level 35.
Murloc-Flossen. Wo seid ihr? Oh, da. Level 17. Habe ich schon gesagt, dass ich Murlocs nicht gerne habe. Ich bin dann froh, wenn die Quest da hier der Tür ist und hoffentlich keine Folgequest kommt mit diesen Murlocs. Die sind so mühsam. Schon der Name ist scheiße. Nicht. Nochmal. Heilen sie sich gegenseitig. Klaro. Hallo. Klaro. Immer noch mal Augen. Das braucht man sicher für irgendeine Suppe. Gut. Und sie. Wieder geheilt worden. Bin jetzt langsam gewesen. Nachdem schnell helfen. Komm, über. Eben. Sie sind alle tot. Locken wir den Keb schnell an. Schicken wir den Eber los. Wie sieht das denn da aus? Schwerter. Okay. Verteidigung, wie ist die? Die mich ein bisschen angreifen. Noch Quest geben? Nein. Jetzt können wir dann für das nächste Mal ein paar Quests mehr einstellen. Da haben wir nur die 5 gleichen Kommunikationsquests. Die sind gerade ein bisschen sehr langweilig. Aber das ist für das nächste Mal. Eins um das andere. Aha. Da ist wieder weg.
Wieder keine Flosse. Mm, mm, mm. Kommt er nicht? Hm. Okay, das hat sich wenigstens gelohnt. Platz haben wir wieder. Da. Platz haben wir keinen mehr. He? Platz ist so ziemlich das grösste Problem. Aha, mal ist doch eine neue Quest. Ich kann erklären für 5 Minuten laut, was du machst, warum du es machst. Gut, fange ich wieder bei Anfang oder Adam und Eva an. Wir fangen gerade hier an. Was darum geht, wir sind im, wie ich es sagen, im Rotkammgebirge. Wir sind hierher geflogen von Ironforge. Dort waren wir gestern kurz gewesen, um ein paar Sachen zu verkaufen, ein paar Sachen in die Bank hineinzutun, Talent zu kaufen, den Eber zu leveln und. Und sind dann heute am Anfang vom Stream eben in das Rotkammgebirge geflogen mit so einem Greif. Und haben gestartet unsere Quests, die wir schon bei unserem ersten Besuch gesammelt haben, abzuarbeiten. Und sind da aktuell tatsächlich immer noch dran, was immer mehr dazugegeben hat. Jetzt haben wir zwischenzeitlich ja, sicher noch 3 andere gefunden. Und da sind wir jetzt laufend am Abarbeiten. Jetzt haben wir gerade 2 Quests, wo es um Murlocs geht. Das eine war Sonnenfisch, den wir haben müssen suchen, die von denen da droppen. Und das zweite sind da die Murloc-Flossen, wo wir noch eine brauchen. Die wir jetzt hoffentlich finden. Yes, gefunden. Dann kann ich nämlich hier endlich verreisen. Und dann wäre unser nächstes Ziel sehr simpel, die 2 Quests abgeben. Für das müssen wir zurück nach Senheim. Ab nach Senheim, wo wir hoffentlich keine weitere Murloc-Quest bekommen. Das wäre wirklich wünschenswert. Und wenn es keine gibt, dann würden wir dann Richtung Norden gehen, um die Schläger der Rotkammgnolle zu töten. Beziehungsweise zuerst mal zu suchen und dann zu töten. Das wäre unser nächster Schritt, den wir machen würden. Ja, simple as that. Im Moment haben wir keine grossen Pläne. Oh. Unser Plan ist Überleben. Die Kreben machen noch Schaden. He? Die machen recht gut Schaden. Der Eber hilft. Danke. Gut. Jetzt. Wie gesagt, zurück die 2 Quests abgeben und schauen, was es noch so gibt.
Ein paar Sachen können wir jetzt sicher kochen, wenn wir einen Haufen Muschelfleisch haben. Ich glaube, für das brauchen wir dann auch noch Wasser. Aber ich habe noch 5 Wasser. Wenn wir ja gerade brauchen für das. Ja, machen wir doch das so. Dann hätte ich die müssen abgeben. Wo gehst du die ab? Davor. Cool. Jo, können es da haben. Oh, das ist mir aber fast zu viel, weil kein Platz. Abbruch. Was? Das ist richtig cool. Das ist richtig cool, weil die macht mehr Schaden. Nice. Richtig nice. Kaufen wir da gerade. Schauen wir, ob wir etwas kochen können. Besser so. Das kann ich wollen kochen. Jetzt habe ich dann kein Quellwasser mehr. Das ist ein bisschen schade. Schade war's. So viel Zeugs gesammelt und dann kannst du nicht mehr brauchen. Da nichts mehr kochen. In der Bank habe ich noch Rezept 2. Ich glaube, die kann ich jetzt gleich schon mal. Angekochte Muschel. Die kann ich glaube ich gleich schon mal einmal leeren, weil jetzt genug. Ja. Das Level genug hoch ist. Wo ist es jetzt? Da ist noch so eine Muschel. Ja. Da ist auch noch eine. Was ist das? Das ist Essen. Gut. Die Eier hat er gar nicht gern, der Eber. Schade. Dann geben wir ihm aber... Muschel ist er sicher. Ist der Eber Muschel? Who knows? Eber ist doch alles. Ein Eber ist doch alles. Nicht? Kopf, die Käbenmuscheln da, immer kommen sie da wieder. Die vermehren sich irgendwie in meinem Rucksack. Dann sind sie plötzlich wieder da. Wirklich. Das nervt. Also Quest abgeben. Wo geht's raus? Mal zum Typ da. Was hat der da mir wollen geben? Mörlock Flossensuppe. Ah, ein Rezept. Brauchst aber wieder 90. Super. Lebertran. Das ist aber noch stark.
30 Angriffstempo. Ah nein, 10% mehr für 30 Sekunden. So. Gut. Hat keine Folgequest gegeben. Gehen wir schnell da rauf, vielleicht jetzt da noch etwas. Da hat es noch etwas. Schauen wir schnell, vielleicht kann ich ja die machen. Oh, mein Garten ist schon wieder zertrampelt und verwüstet. Und ich weiß genau, was für ein Tier das getan hat. Das war dieser elende Eber. Hey, hey. Den Marshall Marissa eine Weile immer Stopfwanz nennt. Okay, speziell ein Eber. Jetzt kann ich die Narzissen erst nächsten Herbst wieder anpflanzen. Hin, alle hin. Und nur das wegen diesem einen gefährlichen Eber. Bereitet dieser Plage ein Ende, zeigt mir seinen Hauer und ich werde euch nur zu gern belohnen. Die meiste Zeit scheint er damit zu verbringen, in den Feldern südwestlich von Seenhain nach Futter zu suchen, doch gelegentlich verirrt er sich auch hierher. Südwestlich. Okay. Also. Zu stark, was doch denkt. Gut. Oder auch nicht gut. Viking Obstverkäufer brauchen wir nie. Wir bräuchten Heal Potions. Das ist mir nix. Schade. Rotkamm-Gulasch. Ja, koch doch mir das. Bringt mir 5 Stück CS Kondorfleisch, 5 große Geiferzahnschnauzen und 5 Portionen knuspriges Spinnenfleisch. Ja. Okay. Machen wir. Da kann ich leider nicht leer. Oh, mal, Krebsküchlein. Dankeschön. Da habe ich nicht geschaut, was brauche ich Krebsküchlein für Zutaten. Kriecherfleisch. No clue. Okay. Immerhin noch eine weitere Quest. Die müsste aber eigentlich einfach sein. Ja, die ist grün. Jetzt da. Sonst noch ein Häuschen. Ja. Da bin ich noch gar nicht gewesen. Mhm. Schweres Geschoss. Das kann ich leider noch nicht selber produzieren, aber das würde natürlich wieder ein bisschen mehr Schaden machen. Verursacht 3,5 zusätzlichen Schaden, wohingegen, ja, gibt es mehr Schaden. Noch krass. Ja, sehen wir den. Gift. Ich brauche aber Heal, nicht Gift. Da. Hm. Was machen wir? Süden. Spinnele. Ja, kommen wir da anpingen. Eber, Spinnele und Kondor.
Die haben wir alle im Süden gesehen. Dann gehen wir nochmal in den Süden. Kann nicht schaden. Vielleicht kann ich dann noch in den blöden See. Ja. 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 Sieht jetzt leveltechnisch aus, etwa die Hälfte. Jetzt sind wir unterdessen auf 21,5, ist noch cool. Mal recht stark. Hm. Ja, wo kann ich denn die jetzt am besten holen? Ich glaube nicht hier. Ich glaube, da hier war besser gewesen. Da habe ich ja vorhin so einiges an Tieren gesehen. Mann. Das ist ein Eber. Spinnen habe ich vorhin nicht so viel gesehen, aber ich müsste noch mal suchen. Mann, ich brauche eine Schnauze. Schnauze da. Sind hier die Spinnenlech gewesen? Wann stelle ich wieder her? Dämmerwald. Dämmerwald? Ja, gar nicht gewesen, oder? Dunkelhain. Dämmerwald. Okay, ja mal. Dort. Da bin ich noch gar nicht gewesen. Wo waren die Spinnen? Drachenwelpen brauche ich nicht. Die Geier waren irgendwie nicht hier gewesen. Da ist ein... Ah, da. Spinnen. Da kann ich eine Quest abgeben. Nice. Ganz vergessen. Hat die etwas? Aber kann ich auch verkaufen. Vielen Dank. Ah, logisch, das hat doch eben noch. Nee, jetzt hat er noch so eine Noob-Quest. Ein paar Blumen von mir bringen. Der halt. So, Spinnele. Geben die noch EP?
Hm. Ja. Dickes Spinnenhaar. Merci. Merci für das. Oh, den brauche ich sicher noch. Oh, jetzt habe ich erst so eine Schnauze bekommen. Dann müssen wir hier noch ein bisschen das Schwert aufleveln. Das ist, glaube ich, nicht das Dümmste. Wenigstens haben wir hier genug Spinnen. Grusig. Nicht noch eine zweite gehabt. Schon ein bisschen gruselig, nicht? Bisschen. Ich denke mal schnell. Gehörenden Regeln. Habe ich die überhaupt? Nope. Es geht nicht so mit dem, was ich brauche. Gar nicht was gönnen. Das heisst also, wenn du den Gepard anhast, du wirst angegriffen, bist für 4 Sekunden lang benommen, aber das hindert dich nicht daran, am Angreifen, weiterhin anzugreifen. Ich kann nochmal schnell testen. Würde bedeuten, dass ich einfach nicht laufen kann, aber trotzdem angreifen. Testen wir gerade. Jemand würde finden. Wieder alles leer hier. Oh.
Oh nö. Mach ich nicht. Bereits wieder die Rotkammknolle, die ich jetzt nicht brauche. Aber nicht die. So. Jetzt greift er mich an. Nein. Flüssig, eine Schlinge am größten. Schlinge. Ah, einfach langsam bist. Okay. Wo denn? Trauen. Das ist ein Geier. Nennen Gaia. Ja, Drache genau. Geht nicht. Was? Mann. Die Waffe geht wenigstens ein bisschen auf, aber auch ziemlich. Kann ich das brauchen? Nein. Ziemlich langsam. Aber immerhin geht es noch auf. Ups. Keib. Der Keib. Ah, da ist so ein Kondor. Super. Ein Terror-Kondor. Ja, und was ist sonst noch so geplant? Ja. Also nebst WoW, es sich einfach unheimlich gut lohnt, um ein bisschen zu gamen und schnurren und gleichzeitig ein bisschen zu questen und Kommunikationsquests machen. Das ist das eigentlich nicht das Hauptziel, beziehungsweise nicht die Hauptsache,
Games, die ich so mache. Es ist cool. Ich sage, gerade mit Hardcore ist es recht amüsant. Muss ich schon zugeben. Aber eigentlich ist das, wo ich wirklich streamen will und auch vor allen Dingen besser werden und grinden, das steht da hinter mir. Ja, man sieht es. Ein Simrig. Ja. Was spiele ich überhaupt? Das ist natürlich noch wichtig zu wissen. Hauptsächlich iRacing. Seit ziemlich genau einem Jahr. Ich habe ziemlich genau ein Jahr, als ich mir die erste Subscription geholt für iRacing. Das war dann gerade nach der Weihnachten. Und das habe ich eigentlich nur gemacht, weil es eine Aktion war bei Steam über die Weihnachtstage. Und vor allem und auch, weil einfach immer weniger Leute Assetto Corsa gespielt haben. Assetto Corsa Kompetitionen. Kennt man, glaube ich. Dort habe ich LFM gespielt. Extrem viel. Das war so das erste Jahr, als ich mir einen Simrig gekauft habe, war ACC Hauptfokus. Aber was es wirklich immer weniger Spieler gegeben hat, ist es einfach, wie sagst du, irgendwo langweilig geworden, wenn du gleich starke Mitfahrer hast. Also zum einen hast du einfach mega schwache im gleichen Rennen und gleichzeitig mega starke, die 2-3 Sekunden pro Runde schneller sind als du. So macht es einfach keinen Spass. Du weisst von Anfang an, du wirst irgendwo im Mittelfeld landen. Vorher kommst du nicht, weil die anderen einfach wirklich krass schnell sind. Und das andere war, entweder du landest im Mittelfeld oder irgendwo hinten, wenn du einen Unfall hast. Und das Ziel des Race ist ja gleich auch ab und zu mitfahren. Klar, man kann auch spannende Rennen haben, irgendwo im Mittelfeld drin, absolut. Ich sage nicht, man muss immer auf das Podium kommen. Aber man muss wenigstens das Gefühl haben, man hat eine Chance, dort zu landen. Und das war definitiv eben im ACC nicht mehr der Fall gewesen, weil die waren einfach schnell gewesen. Und eben, es gibt dort die sogenannten Splits. Die Splits ist, wie gesagt, die Einteilung der gleich starken Leute in gleich Split. Aber wenn du halt nur so wenige Leute hast, dass es nur ein Split geben kann, dann ist das ziemlich doof. Ja. Und so hat es sich wirklich ergeben, dass ich gefunden habe, ein bisschen mangels Alternativen. Und eben auch gerade ein guter Zufall, weil es gerade eine gute Aktion hat gegeben mit iRacing, habe ich das probiert. Und hey, erstmal iRacing fahren, das war schon auch noch krass gewesen. Ja, grafisch ist es ein mega Rückschritt. Und das fällt dir wirklich auf in der ersten Stunde. Ja, eine Stunde lang fällt dir das richtig auf, dass jetzt da die Grafik scheiße ist. Dann hast du die Stunde durch und dann passiert das, wo immer. Du merkst nicht, was für eine Grafik ist, weil du bist nicht plötzlich so im Film und so fokussiert auf das Rennen und auf der Straße bleiben und schneller zu werden, dass du die Grafik gar nicht mehr wahrnimmst. Und es hat auch ein bisschen gleich ist in diesem Moment. Und dann ist das Zweite, was so reingekickt hat, ist die Fahrphysik. Die hat überzeugt. Das Fahren im iRacing, wenn du mal eingestellt hast, wie es ein bisschen tun mit dem Steuerrad, mit der Wheelbase. Es gibt ein paar gute Videos, die ich geschaut habe. Wenn du das mal richtig eingestellt hast, hast du einfach gemerkt, dass sie Welten zwischen ACC und iRacing
vom Fahrverhalten her und was dir das Auto für Feedback hat gegeben und wie du Fehler hast können korrigieren. Also das ist schon richtig cool gewesen. Und so hat es sich ergeben, dass ich bei iRacing geblieben bin. ACC habe ich nie mehr aufgetan. Ein einziges Mal habe ich es aufgetan und ein Rennen probiert auf Kyalami. Und habe es so schlecht gefunden, dass ich es sein. Das Rennen habe ich abgebrochen, weil ich gar nicht richtig fahren konnte, weil es mir nicht mehr gewonnen war. Und seither wird es nicht mehr gespielt. Leider. Und was jetzt so Trumpf ist, ist vor allen Dingen immer noch iRacing. Mit etwa die Mal einer Pause. Es hat auch jetzt in der Saison eine Phase gegeben, wo ich auch schon wieder 2 Rennen vor der Saison nicht gemacht habe. Manchmal ist es Zeit und manchmal fehlt aber auch die Motivation. Ich glaube, es ist wie bei jedem Spiel, das man spielt, normal. Gerade bei so langfristigen Spielen, wo man eben nicht, wo es eigentlich keine Sendung gibt. Aber das Schöne ist eigentlich, das zieht dem immer wieder zurück. Also jetzt ist Daytona im Moment. Und ich meine, das ist eine richtig coole Strecke. Mit immer viele Fahrer dabei. Und dann kannst du dir sicher sein, man hat so viele Fahrer im Split, wo der Land ist, sind definitiv gleich starke Leute dabei. Und das sind einfach mega coole und spannende Rennen, die es nachher gibt. Ja. Und machen wir Daytona diese Woche. Beziehungsweise hast du schon so ein bisschen. Der beste Platz war, glaube ich, was? 5. 5 war es. Und ich bin aber nicht sicher, ob ich noch mal ein Rennen machen kann diese Woche. Weil zum einen Morgen werde ich sicher keine Zeit haben. Bei einem Kollegen muss ich nach dem Mittag helfen, ein Simrig aufbauen. Stell euch vor. Das wird ein paar Stunden brauchen. Das wird nicht eine Sache von 1-2 Stunden und fertig, sondern das wird einen halben Tag, mindestens eher einen ganzen Tag brauchen. Und wenn ich erst nach dem Mittag vorbeigehe, bedeutet das ziemlich späten Abend. Und das Ziel wäre schon, auch das Ding fertig zu machen morgen. So, dass man nicht am Samstag oder Sonntag noch vorbei müsste. Vor allem am Samstag habe ich gar keine Zeit. Und dort noch essen. Und am Sonntag, ja, könnte man gehen. Aber Sonntag ist halt der heilige Sonntag. Da ist nicht so der Moment für Simrigs aufzustellen. Ja, aber für mich nicht. Ja. Und was ist eben der Plan da hinter mir? Zum einen würde ich es gerne umstellen. Wir sehen, es ist. Oh, man sieht es nicht gut auf der Kamera. Aber es steht dort so gegen Raum. Und das Problem ist, weil es gegen Raum steht, sieht man alle Kabel. Es steht nicht gegen eine Wand, sondern in den Raum rein. Und jedes Mal, wenn du in den Raum reinkommst, siehst du einfach einen Haufen Kabel. Beziehungsweise, ja mal, also einen Haufen Kabel zum einen. Einen Haufen Monitoren, wo die Kabel rein und raus gehen. Und ja, das ist nicht so anmächelig. Ja. Und jetzt habe ich mir überlegt, das ist eigentlich in der Ecke dort, so eine runde Ecke. Dort könnte ich es reinstellen. Also reinstellen, gegen die Ecke stellen. Für das habe ich gestern mal gemessen, wie was her, wie weit kommt der Rig, wie weit steht die Monitore auch raus.
Weil die kämen ja dann irgendwo hier bis fast zu mir. Und dort war ein bisschen die Frage, stört das jetzt, wenn ich hier am PC hocke und arbeite oder streame? Oder hat es genug Platz? Dann gehst du gemessen, mal abgeklebt alles, um das anzuschauen. Pfleger der Rotkangonale. Brauche ich die? Keine Ahnung. Nein. Jetzt die hier. Und ja, also von dem her festgestellt, das hätte gut Platz. Das war eigentlich das Ergebnis aus der ganzen Messerei und Kleberei. Und eigentlich hätte ich heute Abend schon anfangen umstellen, aber ein zweites Projekt hat mich davon abgehalten. Leider. Und das zweite Projekt ist Fußlisten installieren. In diesem Haus bzw. in diesem Raum, wo ich jetzt gerade bin, sind nie Fußlisten installiert worden. Das ist ein bisschen schade. Zum einen wegen der Verkabelungen, die man gerne möchte verstecken hinter den Fußlisten, aber zum anderen halt auch ein bisschen aus optischen Gründen. Wäre einfach noch schön, also ein bisschen eine saubere Abtrennung zwischen Boden und Wand zu haben, gerade wenn es noch farbig ist. Und simpel als das kann man dort einfach weisse Fußlisten her aus Holz. Für das ist das Material gekauft. Ich habe auch eine Maschine ausgelehnt, um das Holz noch zu schneiden, damit es passgenau kannst wegschneiden. Wenn es eine Ecke gibt, kannst du auf 45 Grad Winkel schneiden mit dieser Maschine oder auch andere Grad, wenn es braucht. Und das sollte, ich glaube es zumindest, eigentlich alles haben, was für die Installation braucht, und das wäre ready. Und jetzt macht es natürlich wirklich wenig Sinn, das Rig umzustellen, einzurichten, verkabeln und machen und tun, wenn ich es dann ein paar Tage später oder wenige oder eine Woche später wieder muss wegnehmen muss, weil ich die Fußlisten montieren will. Das heisst, Fußlisten warten wir. Wir warten mit denen. Nein, umgekehrt. Das Rig tun wir warten. Aber die jetzt zuerst Fußlisten installieren. Wenn das nicht gemacht ist, ist eigentlich nichts mehr im Weg, das Rig umzustellen. Und Teil 3, das ist das, was sich jetzt im Moment ein bisschen zieht, was ich eigentlich gerne möchte, dass das schneller ist. Aber Teil 3 wäre dort also ein bisschen Streaming-Equipment bereitstellen. Und dort ist wieder die Frage, muss ich neues Zeugs kaufen? Kann ich jetzt Zeugs von dieser Station brauchen und einfach ein bisschen gescheit montieren, verkabeln und mit Arm etwas machen? Aber für das ich das überhaupt ausprobieren kann, muss zuerst mal das Rig dort stehen, weil es macht nicht viel Sinn, das da hier so mal zu probieren. Das Einzige, was ich jetzt würde lohnen, wenn ich wirklich streamen will, ist hier alles umstecken, dort einstecken, streamen und wieder zurück. Aber das ist halt einfach mühsam. Machst vielleicht 1-2 Mal und dann schießt es dich an. Und darum ist das der Plan für einen 3-Phasen-Plan, einen sogenannten, um Fußlisten zu montieren, Rig dorthin wuchten, Equipment installieren und dann kann es losgehen mit iRacing und anderen Sim-Racing-Titeln zum Streamen. Ja. Das wäre so der Plan nebst World of Warcraft. Ich weiss, das passt so ziemlich genau gar nicht zusammen. Aber so be it. Ich glaube, irgendein ist
entweder, wenn ich so lange im WoW gespielt habe und gestorben bin, dass ich mich nicht mehr motivieren könnte, neu zu starten. Oder wir schaffen es bis auf Level 60. Dann wird wahrscheinlich WoW ein bisschen kürzer treten. Und dann kommt tatsächlich wieder mehr oder nur noch Sim-Racing auf dem Kanal. Und bis dorthin finden wir einen gescheiten Rhythmus, dass wir wahrscheinlich jeweils Tage definieren. WoW-Tag zum Beispiel oder Abend, so wie heute. Und dann gibt es den iRacing-Tag oder Abend. Vielleicht noch der LMU-Abend. Oder sonst ein Spielabend. Und das wäre dann so ein bisschen wie aufgeteilt auf 2, 3 Sachen, wo wir regelmässig würde zeigen. Wo aber auch das Ziel wäre, Video zu machen, nicht nur streamen. Man so ein bisschen Offline-Content könnte generieren. Das wäre definitiv ein Plan. Und dort wäre halt einfach das iRacing oder generell Sim-Racing cool. Weil wenn du dort ein cooles Rennen hast gemacht während dem Stream, hast du ja auch die Aufnahme. Und die Aufnahme machst du in einer besseren Qualität in der Regel, die absolut genügend ist für ein YouTube-Video auch in 4K. Und dann kannst du natürlich das Rennen zusammenschneiden oder das ganze Rennen ins Video reinnehmen. Das entweder mit dem Kommentar vom Stream selber so gerade lassen, falls es gut war, oder wirklich kommentieren, das Video kommentieren. Macht ja der eine oder andere. Der Mabix habe ich auch schon gesehen, der das macht. Und das macht Sinn, oder? Und das hättest du eigentlich coolen Content, oder ich hoffe zumindest coolen Content, wo würde ich das könnte wiederverwerten, der Stream. Und du hast wie 2 Fliegen mit einer Klappe. Zum Endeffekt halt einfach zu streamen und gamen und schnurren und machen und tun. Und zum anderen kannst du eben gerade das brauchen, um wirklich Videos zu generieren. Wo mich eben, wie gesagt, schon lange gelustet, so etwas zu machen. Von dem her, ja. Das ist so der Plan. Ein bisschen länger ausgeholt. Was nebst WoW noch so geplant wäre. Also geplant ist. Das Einzige, wo jetzt noch muss gemacht werden, ist, wie gesagt, die paar Schritte ausführen. Dann kann es eigentlich losgehen. Ja. Dann kann es eigentlich losgehen. Und dann kommt dann noch vierter Schritt, um wieder eigentlich den Kreis zu schließen. Morgen gehe ich beim Kollegen Simrick aufstellen. Bis ich dann parat bin mit allem, vergehen ja sicher ein paar Tage, wenige Wochen, ein so. In dieser Zeit kann er üben. Er wird aber auch eher LMU üben. Ist anzunehmen, aber ist schon okay. Und er wird hoffentlich ein bisschen geübter sein und ein bisschen schneller fahren können. Und dann können wir eben auch mal ein Team-Race machen. Sprich, Endurance Race. Würde ich gerne schon lange mal wieder mal eins machen. Habe ich zu ACZ-Zeiten mit einem Südafrikaner gemacht. Und das würden wir natürlich nachher logischerweise auch Streams machen. Das ist klar. Und dann das stellen wir eigentlich noch funny vor. Du könntest eben auch wieder ein bisschen
bisschen racen, bisschen schnurren, ein bisschen machen und ein bisschen tun. Gibt ein bisschen Abwechslung durch das. Du kannst selber Rennen ein bisschen kommentieren. Du kannst beim anderen mal reinschauen. Schauen, wie macht er sich, Tipps geben, wie kann er sich verbessern. Also das ist eigentlich auch recht cool. Und wie gesagt, wäre das eben so ein bisschen der Plan. Und das würde ich eben mit diesem Kollegen machen. Also die Endurance-Rennen. Der hat sicher auch nichts dagegen, wenn der ein bisschen im Stream vorkommt. Werdet ihr sehen, das ist ein sympathischer junger Mann aus Bern. So jung auch nicht mehr. Ich glaube auch schon 35 oder so. Aber ja. Aber das wäre auch cool. Und eben so Endurance-Rennen, gerade wenn du es jetzt zu zweit machst oder sogar zu dritt und viert, das ist so das Highlight für mich. Das Highlight für mich, weil es einfach Spass macht, als Team ein Rennen zu machen. Das ist schon etwas richtig, richtig Cooles. Ja. So viel zu Sim-Racing. Und der weiteren Plan. Und eben, wenn das mal parat ist, beziehungsweise vielleicht kann man jetzt das auch schon mit WoW machen. Oder kann man ja auch mal fixe Tage definieren. Also fixe Tage für das Streamen, wann kommt wo, wie, wo, was. Was wird übertragen. Im Idealfall einen fixen Abend, vielleicht der Donnerstag, vielleicht auch noch einen fixen Nachmittag. Ein bisschen so. Und dann kann man das dann auch kundtun. Und dann wäre wirklich das Ziel, von 52 Wochen das 50 Mal zu machen. Idealerweise 52 Mal. Ja. So viel zur Theorie. So viel zur Theorie. Ob wir es dann auch schaffen, ist eine andere Frage, aber das sehen wir dann. Aber zumindest der Plan steht. Und der Plan ist, wie so oft, der erste Schritt. Und A und O. Von dem her denke ich, wird es so schon zustande kommen. Wo ist eigentlich der Kollege? Classic Anniversary. Warum ist der auf Thunderstrike? Komisch. Kosmisch. Es läuft da noch nicht viel. Gilde. Bei der tiefste, ist das richtig? Wo online ist zumindest, ja. Galatios, das ist eben er. Ich wollte da nicht gamen. Schade. Ja, no. Wird schon wieder kommen. Was habe ich machen? Schauen, ob ich noch etwas anderes kochen kann. Nichts mehr kochen. Sachen verkaufen, denke ich, lohnt sich noch. Was ist das eigentlich? Ein Matschnapper. Okay. Spinnenfleisch brauche ich noch. Eberhübchen.
Brauchst du für die Eberrippchen da das Bier? Ist das so? Wieso habe ich das nicht gesehen? Eberrippchen. Ah, das sind eben Klippen-Eberrippchen und das sind. Jesus Gott. Das ist dann mühsam. Okay, verkaufen wir. Geröstetes Eberfleisch, tipptopp. Der Eberfreude. Hat der Eberfreude. Das Konterfleisch, das brauchen wir noch. Jupp. Jupp. Gut. Dann sehe ich gerade, gehen uns langsam die Schüsse aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Let's go. Kann ich überhaupt 7 machen? Mama. Kann ich. Dann brauchen wir da 7 mal Stein. Nein, aus Stein machen wir eben Sprengstoffpulver. Hm. Und aus dem machen wir die Geschosse 7. Perfekt. Perfetto. Dann würde ich mir noch mal schnell etwas zu trinken holen. Gerade wieder da. Bis gerade wieder.
So, weiter geht's, würde ich sagen. Ein bisschen weiter machen wir noch. Ich habe gerade ein bisschen Platz geschaffen in meinem, in meinem Inventar. Aber da hat immer noch so viel Mist. Übergedärme brauche ich aber nicht. Wieso habe ich die behalten? Nein, brauche ich nicht. Weg. Zehn, super. Ja, viel Platz habe ich halt wirklich nicht. Viel Platz haben wir da nicht. Hm. Aber was machen wir jetzt? Jetzt mal in den Norden schauen, ob wir die Rotkammknollen finden. Ich denke, das machen wir. Da wir noch nicht im Norden waren, gehen wir da gerade mal schauen, was es dort so hat. Und im Süden 100 Eber töten. Oh nein. Das war jetzt auch nicht so spassig gewesen. Sagen wir, was haben wir da für eine Quest? Erkläre für 5 Minuten laut, was du machst, warum du es machst und wohin du willst. Ich will leveln. Und wie stark sind die 20er? Ich will leveln. Und das mache ich aktuell im Rotkammgebirge. Ui, ist das Elite oder nicht? Ich glaube nicht. Uiuiui. Da ist noch so eine Sache. Uff. Dudes. Wer hat jetzt die zu mir gelockt? Geht's denen? Plötzlich hat es da Millionen Spieler, oder was? Oh, ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Also, zurück zu meinem Plan. Ich will leveln im Rotkammgebirge. Das hat sich ein bisschen aufgedrängt. Wir haben nämlich alle, mehr oder weniger alle Quests in Westfold gemacht. Das ist ja. Wir haben mehr oder weniger alle Quests im Loch Modan gemacht. Wir waren schon mal einmal hier im Rotkammgebirge, nur ganz kurz. Ich glaube, wenn wir so eine Mini-Quest etwas haben müssen abgeben. Durch das hatte ich schon Quests hier gehabt. Und zum einen, weil ich hier schon Quests hatte, die sind aber gut, die nehme ich. Habe ich auch schon gewusst, was haben die für eine Farbe. Die haben sich so zwischen grün und gelb und orange gewesen. Ich wusste gut, hier kann ich definitiv ein paar Quests erledigen. Und bin dann hierher geflogen mit dem Greif. Man sieht hier, hat es grüne, gelbe, rote. Da bin ich hierher geflogen und und habe einfach mal gestartet. Ein Wunsch oder ein Ziel, wo wir jetzt aber heute, das wird zeitlich nicht mehr länger, wäre noch der Dungeon in den Death Mines, Todesminen.
Das wäre noch ein Wunsch. Also ein Wunsch. Ja, mal. Die habe ich nämlich noch nicht gemacht. In Hardcore wäre mein allererster Dungeon. Was ist denn da für eine Mühle? Ist das gut oder schlecht? Mhm. Moment, Terror-Kondor ist gut. Wir schauen schnell. Also, Todesmine, sind wir geblieben stehen. Aber das wär ein Wunsch. Das würde ich mir, glaube ich, wirklich auf einen nächsten längeren Stream planen. Ja. Ob das für mich wirklich Sinn? Du, ist hier gefährlich, oder? Hm. Sieht gefährlich aus. Vielleicht kann ich hier gescheiter weg. Ich bin jetzt gerade tot. Mist. Hm. Ist hier das Tal der Spinnen, oder was? Oh Mann. Schnell weg. Gut. Wiederbeleben. Und das spielt uns, ja, zurück zum Plan, oder? Das spielt uns das Leveln hier im Rockkammgebirge in die Karte. Zum einen müssen wir ja eh mal wieder ein paar Quests erledigen. Zum anderen gewinnen wir hier Erfahrungspunkte, weil die Gegner halt auf einem ziemlich ähnlichen Level und Stufen sind, wie wir selber sind. Durch das gibt es einen guten EP-Boost mit jedem Kill. Macht es aber auch ein bisschen gefährlicher, das darf man nicht vergessen. Aber das Detail. Und wenn wir jetzt halt auch noch auf Level 22 kommen, sind wir auch nicht böse. Auch mit 22 können wir noch in die Todesminen gehen. Ich glaube, das wird immer noch herausfordernd genug sein. Ich habe nicht das Gefühl, dass es dort langweilig wird. Von dem her alles im grünen Bereich. Ja. Also das ist der, was ich gerade am machen bin. Hallo. Das bin ich gerade am machen. Am Leveln, Questen machen und tun. Alles ein bisschen als Vorbereitung auf die Todesminen, wo jetzt so gut aussieht, für dort zu gehen. Bei Sauerkraut sind sie, glaube ich, mit tieferem Level reingegangen. Gut. Spielt es auch nicht so eine Rolle, ob sie sterben, weil sie streamen genug und spielen genug, um wieder neu anzufangen. Ein anderes Thema. Ja. So viel zum Plan. Danke. So viel zu unserem Plan. Aber ehrlich, haben wir jetzt aber wissen, was hier oben ist. Okay, Geiferzahn haben wir keine Angst. Renegat. Blackrock. Ich glaube, hier sollte ich. Ich glaube, hier sollte ich nicht sein. Das ist auch cool. Flieger. Okay. Renderslager. Was ist denn da? Zack, Renderslager.
Ich glaube, hier bin ich schwach. Hm, ja. Zumindest für alleine definitiv zu schwach. Zu schwach. Gehen wir mal zurück. Eigentlich suchen wir mehr von diesen Gnoll. Ja, Schläger brauche ich. Und da wird schon gerade gemetzelt, schade. Wirklich, wirklich schade. Oh Mann. Die Drachen waren am Anfang noch cool gewesen. Ah, nice. Und jetzt nerven sie nur noch. Was ich glaube auch muss umstellen, sind die Anzahl bzw. die Häufigkeit von diesen generierten Quests aus dem Streamer-Bot aus. Das ist ein bisschen zu häufig. Ja, und auch zu wiederholend. Ich glaube, es braucht einfach mehr Quests. Vielleicht wäre dann die Häufigkeit wieder okay. Aber es ist ein bisschen viel. Auf der anderen Seite auch 15 bis 25 Minuten. Ist vielleicht okay. Gut. Der Bär hat mich ein bisschen verwirrt. Danke. Das war nett gewesen. Jetzt etwas tötet, was ich muss töten. Da. Ein Mystiker. Das meiste sind Berster und Berster brauche ich eigentlich nicht wirklich, sondern Schläger. Ist da oben. Kann dem mal helfen. Ja, helfen wir doch da, dem Armen. Also ich brauche... Tja. Schläger und Mystiker und nicht Berster. Tut's. Ist vielleicht zu gefährlich hier. Oder Angemein. Wäre crazy. Wäre crazy, der Anger. Keine Mut. Gern geschehen. Ich kann nicht Merci sagen, du Siech. Schläger, hier haben wir Schläger. Schläger.
Mystiker. Ja. Das war schon das, was wir suchen. Ah, vielleicht ist auf dieser Seite ein bisschen die schwächere. Schnell schauen. Der Bierbauchmann. Wir haben immer noch den Aspekt hier. Okay, das ist ein Schläger. Das ist wieder ein Berster. Ja, der Heber ist schon gut wert. Am Anfang bin ich mir nicht so sicher gewesen, wie cool das meine Wahl wirklich ist, Jäger zu spielen. Aber jetzt, wo das Pad ein bisschen besser ist, ein bisschen tanken kann, das macht schon noch Spass. Macht wirklich noch Spass mit dem Cape. Was ist dahinter? Mystiker, Berster. Ich will keine Berster. Ne? Höhlen. Was für Höhlen sind da hier? Zwangsarbeiter. Ui. Das ist sicher ups, Folgequest. War nett, aber ich will nicht hier sein. Schon draußen abgeschlachtet worden. Ja, und der Kollege mit seinem Rick. Sagst ihm, liert er eine Woche lang sein Zeugs nicht können. Sagst ihm, hey, bau mal dein Zeugs auf, was du hast. Jetzt hat er alles bekommen. Morgen hat man einen halben Tag Zeit und nichts ist zusammengebaut. Genau. Dumme Sieg. Jetzt macht er sicher auch nichts. Wir werden es sehen. Was ist der Besuch im Kräuterladen? Aha. Und da schon wieder voll. Ja, toll. Ah, ja, toll da. Komm ich da gerade runter? Das nehmen wir. Das sieht besser aus. Perfekt. Perfekt. Geben wir da noch eine Quest ab. Dann ist das auch erledigt. Das verkaufen.
Bingels Fliegerhandschuhe, die brauche ich nicht mehr, oder? Wieder zugemeldet. Es war so schön aufgeräumt gewesen. Und es ist einfach aufgeräumt für 1 Stunde. Eine ganze Stunde ist es aufgeräumt und dann ist es wieder zugemeldet. Darcy. Gute alte Darcy, oder? Who knows, wo die ist. Ah, da. Ja, was sind wir da Quest? Nach einem Kampf oder Questabschnitt, was war dein Plan? Was ist passiert? Was hast du daraus gelernt? Ja, schwierig. Wenn wir gar noch nicht so viel Cooles erlebt haben heute. Beziehungsweise nichts so Prägendes erlebt haben, muss ich es auch eher so sagen. Ich meine... Nein. Also einen schweren Kampf haben wir nicht gehabt. Wir haben einen kritischen Kampf gehabt, das kann man glaube ich schon so sagen. Nein, du hast jetzt gar keine Lust mit in der Gruppe zu sein. Oh Mann, der halt, Jebembo. Was wollte ich sagen? So, ein Kampf ist schon kritisch geworden wegen diesen Fischviechern. Was wir daraus gelernt haben, ist noch vorsichtiger sein. Fucking Bärster, überall sind die sein. Freaking Upsi. Upsi, Upsi. Da ist so ein Schläger. Ist das Elite? Die sehen wir aus wie Elite, Mann. So. Zack, zack, zack. Ups. Das war noch heikel, ein kurzer Augenblick. Dann kommen wir durch den besten Moment.
Wie immer bekomme ich die Beute nicht. Nervt doch. Okay. Ist da der Eber einfach allein gefunden? Tut's. Folgen, greifen, bleiben. Okay. Brauchen wir noch. Wo ist der Dude? Dude? Was machst du jetzt dort? Mhm. Gibemo. Ja, Mystiker hätten wir jetzt mehr als genug. Mystiker, Schläger. Jawohl. Hm. Ja, bauen wir das noch ab. Nice. Hm. Der Streitkolben kann ich gar nicht.
Hallo, der Dude. Macht er seine Quest, du holst einfach ab. Geht's doch nicht. Gibt's doch nicht, ne? Brauchen wir auch noch, jupp. Zwei Schläger. Strenge Sache. Gehen wir gerade. Es sind zu viele Schläger für mich. Aber. Da ist einer. Schön. Da fällt mir nur noch einer. Nur noch ein einziger Schläger. Schenkelbö. Cool. Die Quest auch erledigt. Nice one. Ich finde einfach das Gefotz da nicht. Gucken wir, ob es da noch ein paar Ebers hat. Iba. Da ist er getötet. Da jetzt hier noch. Der Eber holt recht aggro auf sich zu. Mit dem, wie heisst es, mit dem Knurren. Schon wieder nix. Das ist richtig stark. Also gibt es von denen wieder keine so eine Schnauze. Das ist aushalten. Warum tut man jammern, kommt es dir an. Das ist doch schön. Oh, das ist der Stopfwand. Shit.
Der Stab pflanzt und ich merke es nicht einmal. Das sind Situationen, die vorhin gefragt wurden. Was man daraus lernt und so. Zuerst vielleicht mal schauen und nicht einfach blind darauf angreifen. Sogar wenn man meint, man sei gerade stark unterwegs. Es kann so viele Überraschungen geben. Ja, da muss man einfach aufpassen. Was schießt jetzt fort? Das ist ein Strauß, Mann. Man tut da die Suppe fort. Und das soll mir übergeben. Gut. Dann brauchen wir zack, zack, zack. Nice. Schnell mal Alleingang. Übertötet. Krass. Wer hätte das gedacht? Da, nimm. Was kann ich mit dem Begonia? Ist wie beim Aufgebunden, in Schildhand geführt. Keine Ahnung, was ich mit diesen Begonia machen kann. Strange. Gut, die andere Quest können wir auch gerade abgeben. Lustig, haben wir einfach den übergefunden. Aha. Aha, aha. Wo denn? Wo denn? Da. Ah, das ist das. Ihr bekommt Nonnenfisch. Mhm. Fort oder behalten? Fort. Blutwurst, ne. Muscheln, ne. Steak, ne. Milde Gewürze habe ich wieder keine. Was mache ich? Das mache ich doch. Hm. Jetzt kommen hoffen wir noch Gewürze. Was war jetzt die wieder gewesen? Der? Ja. Zack. Ich bin der Oberkoch. Hm. Nice one. Jetzt brauche ich noch Kanderfleisch. Und ich habe das Gulasch schon erledigt. Ja. Ich habe auch nichts verkaufen. Ich tue nicht, das ist nie.
Schnapper. Muscheln. Mühsam. Ich würde sagen, Quest abgeben, Kondor suchen. Und dann ist der gut für heute. Jawohl, mehr Gnalle. Was will er jetzt? Die Gnalle sind immer noch da draußen, Scaramouche. Ich kann sie bellen hören, wenn sie in den Hügeln oberhalb von Seehain jagen. Und das Geheul eines Gnolls ist lauter als das aller anderen. Das von Jauler, ihr Mann. Das Geheul eines Gnolls. Jauler. Tötet Jauler und vertreibt sein Rudel in allen 4 Winde. Bringt mir seine Tatze. Aber seid vorsichtig, dieser Gnoll ist nicht umsonst der Anführer eines Rudels. Er ist kein einfacher Köter. Jo. Crazy. Ist das schwer? Ja, ist es. Ist es. Habe ich noch irgendwelche Quests zum Abgeben? Das lohnt sich fast nicht. Ups. Mhm. CS Konderfleisch gibt es nicht, ne? Vielleicht kann ich das schnell umschalten auf die Tiere. Ja, die Spielsituationen verleihlich, die machen wir jetzt gerade nicht. Ich habe schon zu manchmal genug können wiederholen. Der Drache wird gar nicht angezeigt. Ja, was ist das? Unverwesene Leben benötigt Lederverarbeitung. Cool, aber vielleicht kann ich es verkaufen. Hat es hier Kondoren gehabt? Ja, auch. Ja, da hat es ja jede Menge. Ah, ich habe noch ein Level-Up gehabt. Yes, Mann. Nicht mal gemerkt. Lustig. Yes, das brauche ich. Dankeschön. Richtig cool. Ich habe die ganze Zeit gefragt, wo die Kondoren sind. Und dann findest du sie hier in Massen.
Das war nett. Drachen sind nicht so hochlevelig, aber auch hure gefährlich. Oh, wow. Autschi. Verteidigung laufen, das ist immer gut. Aber auch noch heilen, ja. Okay. Voilà. Das Einzige, was mich jetzt noch Wunder nimmt, was ist der Hänger? Ist jetzt das gerade ein kleiner Fehler? Kundschafter der Blackrock. Ah, das war doch das, was er gesagt hat. Südosten. Der Questgeber. Kann sein. Also, dann wissen wir das auch. Dann kann ich da wieder schneller. Ah, das habe ich schon an. Dann können wir jetzt die Quest abgeben. Was auch richtig gut ist. Die Quest abgeben. Das verlorene Werkzeug finden. Immer sehr. Wäre cool, wenn ich das noch schnell machen könnte, weil das nervt. Es braucht einfach nur einen Spot. Kann ich schnell den brauchen? Aua. Aua, aua. Okay. Da der. Jetzt gehen wir schnell in den See. Werkzeug. Wie finden wir das Werkzeug? Googlen wäre ein Plan. Mache ich gar nicht gern schwimmen. Nein, echt schon, aber nicht im Game. Das ist wirklich eine mühsame Quest. Wir machen da schnell eine Abkürzung für das. Google will tell us. Standort verlorenes Werkzeug, oder? Ah. Classic. Quest.
Ist doch nicht gerade sehr hilfreich. Ja, wie finde ich es denn? Ich glaube nicht hier, sondern auf der anderen Seite der Brücke, ziemlich in der Mitte vom See. Das ist ein bisschen kacke. Ja, bravo. Ich glaube, das mache ich nicht. Nein, das ist nicht für heute. Mhm. Nope, nope, nope. Dass das eine grüne Quest soll sein. Das ist aber schon noch heikel. Ich glaube, die mache ich nicht. Okay. Okay. Ja, dann würde ich sagen, geben wir einfach noch die Quest zurück. Oder ab. Bongo. Ah, das könnte ich wieder umstellen, es nervt es wieder. Wo gebe ich die ab? Neue Quest. Schau, eine Elite-Quest draus. Targor. Targor, der Schreckliche. Elite. Wo bin ich? Mhm. Das Verlies. Okay. Das ist eine Quest für die Zukunft. Ah, da ist sie. Nehmen. Jetzt bekomme ich da von der. Okay. So. Hm. Ist jetzt nicht so der Hammer gewesen. Muschel nach Goblin, Spinnenwurst. Das ist fein. Feine, fein. Gut, dann würde ich. Ja, jetzt machen wir da noch schnell das Zeugs fertig. Kochen. Will er nicht kochen?
Der kleine. Den hier. Kaufe ich lieber gerade. Mhm. Müssen wir noch. Können wir gerade noch machen. 8 Stück. Ja. Gut. Dann haben wir für heute so mehr oder weniger alles gemacht, was wir wollen. Ich glaube, noch schnell das Eisen schmelzen, damit ich wieder Schüsse machen kann. Ja. Wo ist die Schmiede? Vielleicht hier. Wo ist Schmiede? Wo denn? Ist da drin? Rathaus. Sicher auch noch Quest, die ich nicht habe. Ja, logisch. Was wollt ihr da? Morgant. Schattenfellanhänger im Osten ist es, oder? Who knows? Who knows? Schmiede habe ich noch gesucht, oder? Hm. Und dann. Das ist manchmal mühsam. Suchst du die manchmal da bei diesen Dudes? Irgendetwas. Jetzt sage ich jetzt Schmiede. Schmiedolin. Wie ist das blöde Dorf? Sehen. Wo ist die Schmiede in Selheim? Ist nicht Selheim.
Mann. Die Dudes, jetzt hier Schmied und nicht schmieden. Da hat es eine Schmiede, oder? Yes. Manchmal. Wie viel brauche ich noch? 2. Ein leichter Geschoss. Tut gut. Hm. Okay. So haben wir schon ein bisschen gelohnt wieder. Hm. Ich weiß nicht, was mit dem Strauß machen soll. Und der Fisch. Okay. Mehr aufräumen kann ich nicht. Bräuchte ich eigentlich fast noch eine Bank, aber jetzt hier nicht. Oh, jetzt hier nicht. Wir haben, ich glaube, alles verräumt, was wir können. Gut. Ja, dann haben wir doch im Rotkammgebirge einige Quests erledigt für heute. Die ist noch die Frage, ob wir die abbrechen wollen. Die ist schon grau. Das vielleicht auch mal schauen. Aber wir haben noch das verlorene Werkzeug, das richtig mühsam ist. Mittleres Rüstungsset klingt schon noch cool, aber es war gefährlich. Die Blackrock Orks, stark sind sie, ja. Aber eher etwas für das Zweite. Aber vielleicht allein geht, mal ausprobieren. Schattenfellanhänger zu Büttel. Was waren die im Osten?
Östlichen Vorläufer. Auch hier. Ja, ich würde sagen, wir haben einige Quests erledigt. Wir haben ein bisschen Levels gemacht. Level 22, sehr nice. Wir haben uns parat gemacht für einen Dungeon. Also sprich, im nächsten Stream müssen wir definitiv den Dungeon machen. Heute ist es spät. Ja, 9:30, 20 vor 10. Ich würde sagen, für heute machen wir Schluss. Für heute machen wir Schluss. Ich wünsche einen schönen Abend. Bis gleich wieder. Ich weiß nicht genau wann, aber definitiv gleich. Schönen Abend. Tschüss zusammen.